Občina Gornja Radgona skupaj z občino Bad Radkersburg uradno ustanovila in podpisala listino Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Obe občini sta si za to prizadevali zadnji 2 leti, seveda pa so tiste aktivnosti že potekale, lahko rečem, vse od vstopa Slovenije v Evropsko unijo v letu 2004, ko so se nekako začele tudi tiste prve aktivnosti sodelovanja med obema občinama. Die Basis ist, dass wir eine eigene Rechtspersönlichkeit haben, die sich jetzt darum kümmern wird, die von beiden Gemeinden unterstützt wird, von beiden Gemeinden auch letztendlich gesteuert wird. Aber es ist eine andere Möglichkeit, etwas zu tun. Wir haben Mitarbeiter in beiden Gemeinden, die da auch jetzt Projekte bearbeiten. Aber es ist dann etwas ganz anderes, wenn sich eine eigene Institution darum kümmert. Die Zusammenarbeit in unserer Region hat bisher schon sehr gut funktioniert. Aber mit dieser neuen Rechtspersönlichkeit der EVTZ, der Europäischen Vereinigung für territoriale Zusammenarbeit, ist nun ein Formalakt geschehen, der uns es auch ermöglicht, die Projekte über diese neue Rechtspersönlichkeit abzuwickeln und auch entsprechende Budgets aus der Europäischen Union dafür zu generieren. Also es ist eine noch größere Verbindlichkeit entstanden. Z podpisom tega sporazuma Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje postane v bistvu pravni subjekt, ki samostojno v veliki meri razpolaga z dodeljenimi evropskimi sredstvi. Tukaj gre za večje infrastrukturne projekte, kot so tudi železniška povezava in pa seveda sodelovanje tako na področju gasilstva, civilne zaščite, šolstva, izobraževanja, umetnosti, kulture, se pravi vse to, kar nekako že pri drugih evropskih združenjih že poteka. Se tiče zagotavljanja evropskih sredstev za železniško infrastrukturo, je stvar jasna. Tudi v perspektivi 2021-2027 je veliko denarja namenjenega mobilnosti, med temi seveda največ denarja železniški infrastrukturi. In ker smo sedaj v fazi, ko pripravljamo perspektivo 2027-2034, kjer bo Slovenija še neto prejemnica, se mi zdi, da je prava priložnost o zelo resnem razmisleku, da se tak projekt uvrsti v to finančno perspektivo. In diesem Fall ist es ja so, dass die beiden Gemeinden Bad Radkersburg und Gornja Radgona ja gezeigt haben über Jahrzehnte, dass man über eine Grenze hinweg gut miteinander kooperieren kann und dass es immer die Menschen waren, die diese Grenze auch überwunden haben. Mit Projekten, aber vor allem auch mit Festen und mit Veranstaltungen, die einfach wichtig waren, damit wir den Blick auch in ein anderes Land haben. Gre za obliko sodelovanja, ki omogoča, da se projekti na eni in drugi strani meje delajo po meri ljudi, po meri občin, kajti oni vedo, kaj potrebujejo. Hkrati imajo pa kot pravna oseba zelo močno težo pri pridobivanju evropskih sredstev, kohezijskih in tudi drugih. Wir haben auch viele Projekte schon gemeinsam aufgestellt, die aus dem Zivilschutz herauskommen, wo es darum geht, dass wir mit Gefahren und mit unterschiedlichen Gefahrenpotenzialen miteinander gut umgehen können. Und auch wenn wir sehen, wie sehr uns der Klimawandel trifft, mit den starken Regenereignissen, wo es Überschwemmungen sowohl in Slowenien auch schon gegeben hat wie in der Steiermark. Da ist es nur richtig, dass wir ein gemeinsames Management haben, um die Bevölkerung vor solchen Gefahren auch zu schützen. Und die Mur selber ist ja ein wunderbares Bindeglied mit dem Biosphärenpark, den wir errichtet haben. Und auch die Mur verbindet uns miteinander, was den Naturschutz betrifft und lebenswerte Länder sowohl in der Steiermark als auch in Slowenien für die nächsten Generationen. Najbolj pomembno je to zaupanje med obema lokalnima skupnostima in pa seveda to, da vsak projekt naj prinese dobre, pozitivne učinke na obeh straneh reke Mure.